Ja, hallo Leute, hier ist wieder der Lower Coach. Law oder Law of Attraction, das Universumgesetz der Anziehung. Was du mit deinen eigenen völlig frei gewählten Gedanken, Gefühlen und Überzeugungen aussendest, das bekommst du in entsprechender Form zurück. Was du sähst, das wirst du ernten. Wie du in den Wald rufst, so schallt es zurück. Ich möchte heute über das Thema Sterben und Tod sprechen. Den Tod gibt es im Grunde gar nicht. Es ist eine Erfindung von begrenzten Denken des Menschen. Sterben und der Tod ist nichts Schreckliches. Es ist ein Übergang ins Nicht-Physische, ins Psychische. Wir alle kommen aus dem Nicht-Physischen, aus dem psychischen Universum. Und gelegentlich manifestieren wir uns ins physische, ins materielle Universum, nehmen einen Körper an, drücken uns durch diesen Körper ein Leben lang aus. Doch du bist gleichzeitig, du bist nicht entweder oder, du bist nicht entweder geistig, psychisch am Leben und dann bist du materiell, körperlich am Leben. Du bist beides zugleich. Du nimmst immer zwei Versionen von dir. Du bist immer zwei Versionen von dir. Das geistige, psychische, unbegrenzte, vertrauensvolle, liebende, wertschätzende Quellenergie und deine materielle Existenz, deine geistige Existenz und deine materielle Existenz. Was du tun musst, ist die beiden in Harmonie zu bringen. Umso besser du dich fühlst, umso mehr bist du in Harmonie mit diesen beiden Frequenzen. Umso schlechter du dich fühlst, umso weniger bist du in Harmonie. Doch deine Quelle fließt immer mit liebender Wertschätzung zu dir. Liebst du dich selbst nicht und wertschätzt du dich selbst nicht, dann entsteht Disharmonie mit deiner Quellfrequenz. Hast du negative Gefühle, dann bist du in Disharmonie mit deiner Quellfrequenz. Du musst dich dann fragen, welche Gedanken fühlen sich besser an, welche Taten fühlen sich besser an, welche Richtung, die ich gehe, fühlt sich besser an. Achte auf deine Gefühle. Deine Gefühle zeigen dir an, wie sehr du im Einklang bist mit deiner Quellfrequenz, die ständig bei dir ist, oder wie sehr du in Disharmonie bist mit deiner Quellfrequenz. Übst du Groll und Ärger gegenüber dich selbst oder anderen, dann hast du ein negatives Gefühl und bist nicht in Harmonie mit deiner Quellfrequenz. Deine Quellfrequenz liebt dich bedingungslos. Und wenn du dich selbst nicht bedingungslos liebst, dann bist du nicht in Harmonie mit deiner Quellfrequenz. Deine Quellfrequenz liebt auch deine Mitmenschen, deine Mitgeschöpfe bedingungslos. Bist du nicht
liebst du deine Mitmenschen und deine Mitgeschöpfe nicht bedingungslos, dann bist du nicht in Harmonie mit deiner Quellfrequenz. Du führst negative Emotionen, aber die negativen Emotionen zeigen dir immer die Verbindung mit deiner Quellfrequenz an. Hast du ein gutes Gefühl, dann bist du gut mit deiner Quellfrequenz in Verbindung. Hast du ein negatives Gefühl, dann entfernst du dich von deiner Quellfrequenz. Deine Quellfrequenz ist immer bei dir. Beschäftigst du dich mit einem Thema, dann beschäftigt sich auch deine Quellfrequenz mit diesem Thema. Hast du ein negatives Gefühl zu diesem Thema, dann denkst du anders als deine Quellfrequenz über dieses Thema. Oder deine sagen wir so, deine Quellfrequenz beachtet das Negative gar nicht. Deine Quellfrequenz achtet auf das Positive, auf das Gute, auf das Liebevolle, auf das Wertschätzende. Glaubst du, du musst gegen irgendetwas ankämpfen, bist du nicht in Einklang mit deiner Quellfrequenz, die gegen nichts und niemanden ankämpft. Deine Quellfrequenz lässt alles sein, sie lässt die Vielfalt sein, sie lässt die Unterschiedlichkeit sein. Du bist nicht auf die Erde gekommen, um die Unterschiedlichkeit aufzulösen und alle gleichzuschalten. Nein, die Unterschiedlichkeit ist wichtig auf dem Planeten Erde. Nur so, die Unterschiedlichkeit garantiert ein Weiterleben und ein neugierig bleiben und neue Erfahrungen machen. Kämpfe nicht gegen die Andersdenkenden, kämpfe nicht gegen die Andersglaubenden. Lass die Menschen denken und glauben, was sie wollen. Und glaube du und denke du, was du willst. Was sich für dich selbst gut anfühlt, ist gut für dich selbst. Du kannst das anderen nicht überstülpen. Du kannst deine Weisheiten nicht anderen überstülpen. Jeder Mensch, jedes Individuum hat Verbindung mit seiner Quellfrequenz und kommuniziert ständig mit seiner Quellfrequenz. Hab Vertrauen in dich selbst und in deine Mitmenschen. Achte auf das Gute an dir selbst und deinen Mitmenschen und kämpfe nicht gegen das Schlechte an dir selbst und deinen Mitmenschen. Gerne helfe ich dir als Lower Coach, wieder in Einklang zu kommen mit deiner Quellfrequenz, die liebt, wertschätzt und hoffnungsvoll in die Zukunft schaut. Melde dich, ich coache dich gerne ein paar Wochen. Ciao.